Jo, vandaag ook van mij ziet. Ik zie Delila Gerbrand bevriend met Rudi. Gott heeft ons Feuer, Kinder geschenkt. Worden nu wel alle uit dem huis zijn. Einer ist befried en einer heeft ons ook al te immer gemerkt. Wir wohnen op een marktwirtschaft en dort ist, womit ich mich beschäftige. Ich habe hier ein paar Kjlatz mitgebracht. Dus, wenn es ans Thema heute Säwen Kjlatz, unsere Kinder spielen alle Jahre mit Kjlatz. Und das jetzt verschiedene Typen. Wenn wir ein Turmbö, weit wieder der Schwimmwasser anfällt, und dann ist der nicht so stabil. Aber wenn wir die Typen, dann gibt es eine stabile Wand. Ein Fuß in das andere nehmen. Und so will wir auch von der über diese 7 verschiedene Kjlatz nachdenken. Und die sind auch nicht, dass einer bloß einen bruckt, dann ist es sehr einseitig, sondern ein gibt in das andere nennen. Und da will ich zum Anfang an 2 Vers lesen. Uit 5. Mose, Kapitel 5. Du sagst der Vers 5 und Vers 7. Und du sollst Gott dienen Herrn, dienen Gott, leuven mit deinem ganzen Hort und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese wird, da ich die von dir befehl, soll ab deinen Hort sein. Und du sollst deine Kinder anschaffen. Und du von reden, wenn du an deinem Haus sitzt, und wenn du auf den Weg gehst, und wenn du die da leist, und wenn du abstehst. Dann einmal soll wie du von reden. In einen Vers, was wir meist in der Bibel finden, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zum Lehren, zum Belehren, zum Evaluieren, zum Tragweisen, zum Ertragen und Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen ist, zu jedem guten Wort ganz reut. Ich habe meine Ausführungen, wo ich wie immer nur denke, aus diesem Buch genommen, das Ehepaar John und Betty Drescher, das sind Mennoniten in den USA, der haben sehr viel mit Familien gearbeitet und es wird wichtig, dass Kinder diese Sache Hort gelegt werden. Und deswegen sind sie auf diese 7 Dinge oder 7 Kjlatz gekommen, was in unserem Leben, oder im Leben von unseren Kindern sehr wichtig ist. Und da wollen wir als mal mit der Wertschätzung anfangen. Was dort bedient. Das bedient beacht sein, geläuft sein, so als wir sind. Du als Gott uns das beste Vorbild. Als heute Menschen gemerkt haben, am Anfang in der Bibel haben wir das im Schöpfungsbericht, dann seht ihr, das ist sehr fein. Er hat eine gute Aussage über uns. Er wisst, dass wir Menschen wurden am nach den Regen drehen und seinen sehen sogar Kreuzchen. Aber er fängt mal positiv an. Aber was ist das, was unsere Kinder das Fürchste hier von uns? Ist das nicht leider so, dass so viele Völker geschält wurden und nicht das Gute gesagt wird? Sicher, dem Ertragen der Lehre, mit wie aber war da auch mal schelle, passt doch da ab. Da möchte der, da kommen so viel Pflegen an. Aber bei all das, was unsere Kinder tun, weil wir das sehr klar haben, das Kind als Person und dort, was tut. Dort müssen wir es nicht tragen. Die Person ist sehr wichtig. Der ist von Gott gemerkt und von Gott geläuft. Aber dort, was tut, dort ist nicht alles fein. Und deswegen müssen wir sehr abpassen, was sei wie zu unseren Kindern. Wenn die nicht abpassen und etwas ausschaut oder 2 hielten, wie dann bloß kurz nervös rüberfahren und sagen, du Dummkopf, du kannst doch niemals abpassen. Wenn die Wort niemals Wort, wenn der das einmal weiterhört, dann läuft er das jetzt von, und das ist keine Wertschätzung für den. Das läuft dann, ich sehe auch nicht. Wir hatten vielleicht mal alle erlebt, dass unsere Kinder, der spielte ich fand, während wir vielleicht mit einer Früchte Tee getrunken, mit einmal rot ein. Futzfrau wie, was hat ihr das getan? Nichts. Warum rot das Kind?
Kinder roeren manchmal, wenn sie sich allein gelassen fühlen. Die andere haben ihm wirklich nichts getan. Aber ich sie allein. Und das allein sein, das wei, das bedeutet, ich habe kein Wert nicht. Und deswegen roere da. Nu will ich mehr Sachen erwähnen, weil du kannst, dass einfach das Kind sich wertgeschätzt fühlt, dass sich geläuft fühlt. Wenn Jas kommen, was sagst du dann zu deinen Kindern? Schickst du die Fuß im Haus? Oder räubst du dir erst her und sagst zu den Jas, das ist Carmen, das ist Peter, das ist Leuna. Wenn Kinder mit ihren eigenen Nummern vorgestellt wurden, das schätzt dich. Ich sehe wertvoll, dass man mir beim Nummern sagt. Oder, dass wir das nicht so tun als Isai das tut. Als Samuel will ein König salbe, dann rübt den Duf nicht mal. Der ist da bei der Schub, von dem rede nicht mal. Dort wir nicht Fan. Weil wir unsere Kinder so viel Wert achten, wenn Jas kommt, auch der mit Nummers benanen. Und dann, wenn der Jas unsere Kinder wird Frau, wer beantwortet dort? Viel zu leicht, wie Mamas schwinde Antwort sagen. Wenn es vielleicht erst mein Kind mit Schuchtern, weiß ich dort nicht, dann antworte ich für das Kind. Aber ich will nicht gefragt. Weil wir dem Kind sein Wert achten und sei, der möchte merken, sei dem dort. Das wird nicht einmal rückkommen, aber weil wir den möchten merken. Wertschätzung wird auch entwickelt, wenn wir unsere Kinder helfen lassen. Kleinere Kinder wollen das auch säuern. Kann ich helfen abwaschen, kann ich helfen Wasch abhängen. Das geht uns aber viel schwerer, wenn wir alles allein tun. Aber das Kind wird durch dich wertgeschätzt. Ja, hol die in den Stall und wir tun dann langsam taub. Und wenn das geraten wird, das manchmal auch nicht so jeden wollen, dann merken wir das aber trotzdem mit. Und jeder, der Unerkennung, vielleicht das Onkers, hat mir richtig allein gemerkt, dass die Familie das antwortet, Mama ist das wichtig, und er redet davon. Dort hilft deren Wert. Wenn du mit den Kind redest, besonders kleinere Kinder, dann geh mit dem, glücklich hoch mit denen seine Augen. Dass du dem in die Augen kriegst, dass er wirklich versteht, dass du nicht bloß von Buben rauf zu den Kind redest. Das, ob glücklich herrscht, das schätzt das Kind sehr viel. Und check dem in die Augen. Und nicht im Telefon an, während dein Kind verteilt. Das Telefon muss dann te sieht. Wenigstens gibst du dem nicht deine ganze Aufmerksamkeit. Überrascht dein Kind immer weiter mit Abgaben, was er nun noch nicht tun kann. Kleine Kinder vielleicht, ja, von der kannst du allein Eier entnehmen. Ab so ein bisschen Schiss hat, die wurde voller Leute. Ich brauche jeder Ei, was da hier leicht an. Jetzt wird anderes. Je nachdem, was alle die Kinder haben. Lot das immer weiter was Frisches prüfen. Dort schätzt er sehr viel Wert. Aber, wenn wir beim Beispiel von Eier sind, wenn ich Eier in meinem E-Shop habe, und mir eine Nachbarsfrau fragt, kann ich ein paar Eier liehen, dann kann ich dir auch geben oder liehen. Aber wenn ich keine Eier habe, kann ich das nicht. So ist es mit der Wertschätzung. Wenn ich in mir keinen Wert sei, dann kann ich das auch nicht wiedergeben. Deswegen, du als Mama, du bist so wertvoll. Gott sagt in Jeremia 31, Vers 3, ich habe dir geläuft mit ewigem Lauf. Deswegen habe ich die Lüter genommen und in mir getragen. Und Gott schenkt das Sehen für uns sterben. Darin sei wir wertvoll, jeder einer von uns ist. Und das Allerwichtigste, was du deinem Kind an Wertschätzung geben kannst, wird nicht mehr das Kind zu tun haben, und doch, indem du ein Paar, deinen Mann, läuft das, achte und respektiere. Dort ist nämlich, wo die Kinder von Notjetje, und das Beispiel folgt euch. Dort will ich uns Johannes 13, Vers 34 lesen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander läuft, dass so als ich ein Lauf habe, auch je einander Lauf habe. Dort ist das Beste, was du für dein Kind tun kannst, dass das Wertschätzung lehrt. Dann kommen wir
wie denn de Sicherheit. Sicherheit bruckt wie alle. Wenn es sehr windig wird, so sind und gewittert, dann wird es alle anheimlich, auch ans große Menschen. Aber wird wie besonders bei unseren Kindern Sicherheit prägen? Wie wollt die kleinen Kinder, die klammern sich vielleicht an ein Teddy oder ein Laub, und dort gibt es Sicherheit und dann können sie ganz friedlich anschlupen. Aber was auch gerade Kinder, was gibt es Sicherheit? Und ich merke wieder, wo ich jetzt abhielt, das hängt von die und dienen Mann auf. Wenn die Kinder, wenn unsere Kinder immer bloß Streitigkeiten, Zanken, Krach und Streit, dann hat er Angst, das gibt nicht Sicherheit. Dann denkt er, meine Familie wird in den Neuen fallen. Mama und Papa sind die ersten Menschen in meinem Leben, und wenn das hergeht, dann hat er Angst. Aber wenn die Leute, die gut sind, dort gibt es Sicherheit. Das bedeutet nicht, dass die nicht mal verschiedene Meinungen sein können. Aber die Kinder müssen das auch mitkriegen, Mama und Papa wollen sich auch weiter gut. Ein zweites, was Sicherheit gibt, ist dien Tüß. Ich glaube, wir sind allemal angetragen, von einem Haus in ein anderes. Was bedeutet für uns, meistens frei wie uns, wenn es das gibt, dann vielleicht, da habe ich vielleicht mehr Räume, oder da ist Pausen da. Aber was bedeutet für unsere Kinder? Eine neue Stuhl, neue Nubasch, manchmal auch eine neue Schule. Besonders für jeden, wenn die wieder auf hier angetragen sind. Dort merkt Kinder sehr sicher. Was kostet du dann deine? Nummer eins, wenn du für Verständnis hast, dass sie traurig sind, dass die Cousine nicht mitgetragen ist oder dass die Oma so weit auf ist, wo sie sehr gerne hingehen. Aber wenn du geduldig bist, und immer weiter darauf eingehst, woran, wie das neue Haus hand, und dann diese säuersmählich bemähen, dass du bleiben können. Dort wird in deiner Macht steht als früh, die Monte in der Städte, dass bis in der Arbeitsstelle bleibt, dass er durchheulen kann, dass die nicht weiter am Tragen müssen. Zur Sicherheit die hier auch Grenzen. Grenzen sind auch anhaken, aber auch, merke auch sicher. Aber da wollen wir nachher noch abangehen, da wollte ich dann nicht wieder erklären. Sicherheit gibt die jungen Kinder, indem die durch sind. Von den Babys weiß wie das all. Da ihr rohre manchmal ohne Grund denkt wie sie, dann redet wie dort, dann wurde ganz ruhig. Wenn Mama ihre Stimme beruhigt denkt. Und wenn die Kinder gerade sind, ist das auch wichtig, dass Mama du ist. Wenn du von der Schule kommst, du isst etwas, du kümmert sich wer am Ernst. Sicher, das geht nicht immer, manchmal muss die Kinder auch wohl allein lassen, weil man kriegt noch mal vielleicht einen Doktor mit oder irgendwo hin, dass der auch mal Mama nicht du ist. Sicherheit kriegt ein Kind auch, wenn das nicht zu viel Schelle und Trash gewesen wird. Weiter ist das angenommen sein, wird leichter, wenn das nicht zu viel Schelle kriegt. Und du siehst, wie dann über uns treten klotz. Angenommen sein. Ich sehe das schon am Anfang. Angenommen so, als wir sind. Ich weiß nicht, wie viele Kinder hier haben, aber von meinen Feuer, die sind verschieden, wenn sich auch ein paar mit Legnen. Aber ein ist trägender, ein ist lüder, ein ist langsamer, ein ist viel genitscher bei der Arbeit. Und weil wir unsere Kinder so annehmen, als das sind, und nicht vergleichen, guck mal, deine Schwester, was kann die alles, oder die große Brüder, oder noch mit der Cousine, die haben alles viel bessere Nöte. Die kann auch ganz allein eine Tart backen. Das vergleichen als Gift. Jeder Mensch, Gott hat uns alle einzeln gemacht. Wenn wir unsere Kinder zu wenig zu treu sagen, nee, das kannst du nicht, nee, das lässt mich, das war ich, dort fühlt das sich nicht angenommen. Das kann das nicht, dort, was Gott in dem Namen geleitet hat, praktizieren. Kinder sind ein Geschenk Gottes, lesen wir in Psalm 127, Vers 3. Sei das immer weiter zu den Kindern. Wir sind Gott so dankbar, dass er uns die gegeben hat, dass die Kinder das antworten. Mein Paar nehmen mich als Geschenk von Gott an. Aber wenn die fühlen, dass sie eine Last sind, dort ist es sehr schwer für die Kinder. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, was wir zu unseren Freunden
der wird im Terrorrätchen über unsere Kinder sagen. Und unsere Kinder können so schnell hier, dass hier der bei der spielen, was ich hier sage von ihnen. Weil wir auch ehrlich sind zu unseren Kindern. Manchmal dürfen wir als Mama, wenn wir niemals Fehler gemerkt haben, wir haben immer alles schmackrichtig. Das ist aber gar nicht so. Das wollen wir auch, wir haben auch diese Fehler gelernt. Und wenn wir dort auch ehrlich sind und stehen, dort prägt das auch in unsere Kinder. Und weiter, wenn unsere Kinder uns was vertellen, weil wir aufmerksam zuhören, dann fühlt er sich angenommen. Man nimmt sich Zeit mit zuhören. Dann kommen wir bei dem Klotz live. All am Anfang las ich das von Johannes, dass Gott sagt, ich habe ihn geläuft und die sollen ihn und einen anderen auch laufen. Und ich würde fragen, läuft ihr nicht hin? Dann sagen wir bestimmt alle, ja. Wenn ihr nicht hin würde fragen, läuft mal ihn? Ja, ich glaube ja. Vielleicht sage ich kurz ja, ganz klar. Aber manchmal zweifle ich, wenn es Mami vielleicht noch nicht so viel ausgesprochen. Aber das unsere Kinder jeden Tag eten brauchen die jeden Tag läuft. Und ich sehe mich sicher, dass die den, indem die den versorgen. Das ist Nummer 1, der Läufe, was die entgeben. Und weiter waren die Kinder, will Läufe mal ein paar sein. Und dort merkt er fähig, dass sie auch Läufe kennen. Und aber Läufe muss auch ausgesprochen werden. Eine Regel sagt, einmal schellen, du jen sollst du den Feuer Göde wird sein, dass dort sich Geschmack entwickelt. Das hat mir so viel verähnlich. Aber als ich das abschreibe, dann muss ich daran denken, als ich Frauenleiterin in Wien, wenn sie ein frühes Programm gemerkt hat, und eine Frau mir sagt, das gleicht ich nicht, das wir nicht Fan, dann fühle ich mich sehr schlau. Dann muss ich denken, bei Jana sieht das wir Fan, und da sieht, und da schreibt mir nach einer Sache. Du war ich an, dass bei mir ein negatives, ein schlechtes, viel Dollar raufschlungen dort aus der Unerkennung, was ich gekriegt habe. Und das ist an unsere Kinder auch. Weil wir darauf achten, dass wir mehr gute Sachen aussprechen. Und auch Leute muss auch von was fallen, was zu tun. Das braucht nicht Geld kosten. Wir sind alle die Kirche im Haus. Wir kennen, weißt du, was unsere Kinder schön schmeckt. Wenn wir den wollen extra Geld sind, vielleicht an ihr Geburtstag, dann merkt wir etwas, was der Säuer gleicht. Oder auch wenn wir drei denken, und was denkst du das Jährendste, wenn du an deine Familie denkst, mit deiner Mama und Papa, eine schöne Erinnerung wird sein. Ist das nicht, du wo je irgendwas was Typ deuten, vielleicht wo je Typ einem Water, Versche oder Bode, was einmal dann neu beginnt bekannt ist, oder man sagt bitte Typ 4 in so ein Leute, der Typ Korte spielen, dort wird wie Typ tun. Dort nehmen wir unsere Kinder mit. Deswegen wollen wir uns immer weiter was anfallen lassen, was haben wir mit unseren Kindern Typ tun, was denen schon geht. Und auch was ich am Anfang sehe, der Läuf hält der Person für wichtig aus der Sache. Die Geschenke sind nicht so wichtig, aus der Person, das das Antwort. Wir können das beweisen mit Taten, aber auch aussprechen. Ich habe die Läuf. Als unsere Mädchen erwachsen werden, als ein schön gehen, dann fängt der eine damit an, wenn wir Telefon geredet haben, zum Schluss zu sagen, Mama, ich habe die Läuf. Das geht ein gutes Gefühl. Dann sage ich, ja, ich habe die auch Läuf. Und dann verfehlt ich mich mehr. Das hier sich aber sehr fremd, mein Müll. Wie gesagt, das habe ich auch lange nicht mehr zu dir gesagt. Wir sind ja gut, da wisst ihr das all nicht. Und dadurch haben sie mich angesprochen, dass wir uns zum Aufschritt immer weiter sagen, ich habe die Läuf. Ich bin stolz auf die, ich bin dankbar für die. Dort wird uns alle Bett gut. Dann komme ich bei dem nächsten Klotz. Anerkennung und Lob. Anerkennung bedeutet, dort wird einer Date mit anerkennende wird beurteilen und damit meine Zufriedenheit und Frieden zum Ausdruck bringen. Von uns Mennoniten wird manchmal gesagt,
de grootste onerkenning, dat Gott uitspreken is, wanneer we stil zijn. Weens, we moeten je dan immer zeggen, wat du ging te verbeteren, ja? Dan zeggen we dat wat niet zo fijn weer. Maar wel we den Unterschied merken, en wel we dat Gott immer wieder uitspreken, über onze Kinder. Du will wir aber abholen, dass wir ihn richtig loben. Wenn manchmal haben wir Schiss, uns Kind wird stolz worden, wird unjewer, wenn ich dem sage, was der Gott kann. Deswegen will wir zum Beispiel nicht sagen, du hast ja eine bleibe Uhr. Da hat für Gott dem geschenkt, da kann je das Kind nicht dafür. Da würde ich sagen, Motte, Gott hat die so eine Uhr gegeben. Dann der wie Gott aus der Anfänger von das unerkennen. Dann will wir da, was der Gott loben. Zum Beispiel, wir haben das beobachtet im Fenster gehabt. Als der Schülerbus, der Kinder utloden deut, dass eine ältere Schwester, die wacht, ging langsamer, das Jüngere, und drüber vielleicht den sie eine Schildtasche. Dann will wir dort anerkennen, was der Gott tun. Und du bist auch immer weiter, dass wir abrechtig sind. Dat für unsere Kinder ist das so wichtig, dass diese Anerkennung von ein paar hier. Ein paar sind die wichtigsten Menschen in ihr Leben. Nö, wenn die Straße sind, sich befrieden, wird das der Partner. Aber nu, wo die Tüß sind, sind sie die wichtigsten Menschen in der Leben. Und dort ist von Jünd macht das hier. Wenn das von Jünd nicht hier, dann würde sich das leider unter zwei auf eine Ehesunde steht, holen, wo sie Anerkennung kriegen. Und dann ist uns das sehr schwer. Ich komme mit dem 6. Klotz, weil ich schon sehe, Grenze sagte. Grenze, naja, der hackt uns an. Wenn wir eine Kuh haben, oder einen Schub, oder einen Hühnerstall, dann hackt wieder an. Die können aber tun nicht wieder. Aber ich sehe, ihr schon, Grenzen sind auch Schutz. Die sind auch sicher, geben uns auch Sicherheit. Jedes Kind braucht Grenzen. Sogar wie. Aber Gott sagte, der Schilder uns, dass wir nicht als fittig vorstellen. Du grenzt uns auch an. Und wir wollten alle, dass das sehr zum Guten ist, wenn der andere nicht so zerstört wird, dass er mich unfahren, ich bin verletzt worden. Mit das dort will wir ohne Grenzen und checken und immer weiter unsere Kinder erklären. Wenn Grenzen sagten, dass wir unsere Rechte und Erträge und ausbilden. Und du musst wir auch erklären, warum das gut ist, dass wir diese Regeln noch haben oder diese Grenzen noch haben. Ich stelle mir mal so ein bisschen den Alltag vor, die Kinder kommen von der Schule, sind hungrig, sind müde, vielleicht nervös, vielleicht wie die Lehrerin nicht gut gelernt oder die anderen Schüler nicht. Das wird schwer. Die kommen all müde oder brummschnell und wir haben das aber klar, du kommst nicht im Etestag, wenn du noch nicht deine Schulter gedrückt hast und deine Jacke. Wenn sie weil alles, du kriegst Handvolle Leute, wo sie dann kommen. Und dann kann ich mir vorstellen, so hat wieder was bei uns, also wenn wir jede Hand, dann dürfen wir uns ein bisschen verpusten, dann merkt die Hausaufgabe und dann erst kommt das Spielen dran. Diese Grenze anzuholen, dort fordert aber so viel Geduld von uns Mamas. Und der Schule in hier rundchecken. Oh, wenn ich hier spiele, bitte, oder oben erst bitte im Sond. Na, habt ihr den Hausaufgabe für dich? Wir holen dem dann. Und lassen uns das wiesen. Und dann checken wir uns die Hausaufgabe an. Und was sagen wir dann? Weil wir niemals spotten über unsere Kinder ihre Arbeit. Da haben sie zu viel gemacht. Manchmal sagen wir, das ist ja auch nicht. Das sitzt hier auch so schwierig alle. Weil wir das anerkennen, das Gute und das immer merken, das besser zu merken. Und es steht, dass das zu reden, dass das Kind nicht das Fan gemerkt hat. Aber wenn das Kind, du sagst, diese Abgabe sind hier gleich vor dich, das ist ja alle halb. Warum gehst du dann nur als Spielen? Und es steht, Fuß, vielleicht die Strophe, oder ich mal die Schelle und sage, du hast war nicht gehorcht, weil wir das Kind horchen. Vielleicht hat das einen Grund. Manchmal in der Schule geht das drauf und drunter. Das klingelt, die Lehrerin erklärt noch das Letzte, und der Schüler
zet al alle dabei, alles an zu packen. Und dann kommt ein Kind manchmal nicht mit und hat auch nicht die Hausaufgaben mit. Dass wir da zuhören, vielleicht ist es daran, dass wir mit der Lehrerin reden, das Kind mitmerken, dass er all immer alle Hausaufgaben kriegt, all Fuß noch jeder Stunde anpacken, dass das nachher, wenn der Schülerbus bitte ist, nicht so hastig macht. Dort wird unser Kind ja gut tun, wenn wir dem mit dem mitgehen und dem Verständnis wiesen. Aber bei all das, weil wir für sich so gut ist jetzt durch die Hölle, nicht locker lassen. Wenn wir bereit haben, wie deine ich die Hausaufgabe, dann nicht in Spiele gehen. Das darf aber immer nicht üben, wenn wir so ein Kind haben, so viel nach zu regnen, dann lassen wir das mal mit Spielen gehen und sagen sie, nur weil wir über die eng merken, ja. Aber verlangt von den Kindern dort einfach fußgehorsam ist. Bei den begraden Kindern, wenn der uns dann wird Frau, auf der dritten dort derbe, und es steht Fuß nicht zu sein, dann merken wir es, wenn wir Fuß der Dette merken, das ist dann zu schwer, dann sagen wir, ich will mal darüber nachdenken. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann komme ich zu dem Entschluss, no, das ist nicht das, was wir wollen und kennen, dann sagen wir, erklären wir dem das. Aber das würde dann viel besser abnehmen, als wenn wir Fuß vor der Nähe gesagt haben. Bei dieser Grenze folgt dann noch einmal weiter Strophe, wird das Kind, wenn das nicht gehorcht wird. Du bist selber über Klarhand, wenn das Kind mich verlegen wird. Das ist schlimmer, als wenn dort vielleicht meine beste Glaskant hielt, wenn es das nicht abgepasst hat. Du musst wieder im Unterschied weiter merken, was hat das Kind auch getan, dass wir dort dann anders bestrafen. Gott gab uns 10 Gebote in Mose, anfangs von der Bibel, und als dann nachher Jesus früher, wenn es das geradste, das wichtigste Gebot, wenn es der Jüde heute noch viel andere Teile geschrieben, dann kann Jesus das so hart abfuttern. Er sagt, läuf Gott den Herrn von ganzer Horte und die Nächsten, so als die selbst. Dann wirst du alles erfüllen. An dem Beispiel will ich wissen, wie wir aber für sich so wenig als möglich Reile, die Hand und da dann aber anhüllen. Und dann komme ich bei unserem letzten Platz, Glaube. Glaube an Gott. Ich glaube, von 1. Mose, wo Gott sagt, dass wir das alle unsere Kinder anschauen. Immer. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir tüß sind, wenn wir uns da leihen. Wir als Mann und Paar, wir sind für Gott als erstes verantwortlich, unsere Kinder von der Bibel zu lehren. Die Sünderschuld ist sehr Fan, die Prediger ist sehr Fan, wir haben viel Geld in unseren Telefons, aber du als Mama bist beauftragt, mit deinem Kind dort zu Gott zu führen, dem die Bibel zu vertalen, mit dem Tipp zu beten und vielleicht auch mit dem Tipp zu singen. Dass die Kinder dort von die Säune und dort nur open. Jeder Mensch, auch unsere Kinder, muss sich selbst für Gott entscheiden, dass wir können nicht glauben für unsere Kinder. Aber weil wir die Macht vom Gebet nicht unterschätzen, dass wir unsere Kinder einfach täglich vor Gottes Thron bringen, indem am Unbefehlen. Und da wollen wir unsere Zeit immer weiter zu nutzen, wenn wir mit denen Typ sind. Dass wir können den Herrn Jesus Leuwe lehren und dem Glauben lehren. So, dort sind die 7 Kjlatz, was ich mit Kjint wohl nur denke. Und ich weiß, dass dort jeden Tag frisch eine Herausforderung ist, dort noch zu kommen. Aber wir dürfen mit Gott seine Hilfe rechnen. Ich möchte noch einmal für Kjint uns alle beten. Allmächtiger Gott, ein himmlischer Vater, Dankeschön dafür, dass du uns als Mütter, was wir hier versammelt sind, die wunderbare Abgabe uns vertraut hast, unsere Kinder zu ertragen, dort zu leben, mit denen zu sein. Herr, da braucht so viel Weisheit. Und du hast in deinem Wort gesagt, wie dürfen die um Weisheit beten. Bitte lenk du eine jede Mama hier im Umgang mit ihren Kindern, dass sie dir keine Wirtschafts, Leuwe, ohne Erkennung,
dat ze der schule met grenzen zaten en enten geloven verleven. Herr, du hast die Kinder so sehr lief en ik bid om dienen zegen für ihre Kinder, für jedem Einzelnen. Das alles bitte ich mit Danksagung in die Namen. Amen.